Goedemorgen. Ik begrüße ihn von der Samariësvader im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich will evens, als du nicht viel wat bekannt merken, dat als du wat du al verrüht, wird je alle ewig gehen, wat de abkommende Dinge sind, wat wir hand und so weiter. Die hand auch der Bulletin, das der Bruder Dietrich will sein, da ich könnte selbst dort nur sein, wat du zu kommen ist und wenn je nicht in Hand, dann die Ushers sind wellig ein zu geben, da zu fern haben wir auch liegen. Und einerlei, was ich muss wel ans Denken helfen, dass hier die meisten von Ihnen vielleicht weit in der Hand hat nu gesagt, dass wir sollen anfangen, die Loren zu brücken, wenn es das Virus solven, dass das nicht wieder verspreiden wird oder Dollar verspreiden wird, dass wir das ein bisschen verbegen, dass das nicht so bosig verspreiden wird und wir wollen auch gehorsam sein, was sie uns sagen und was wir sollen tun. So besonders von nächsten Sonntag an, dann erst, dass jeder einer soll, der abhauen. Ich glaube, von der aus noch mal Dollar, bloß wer sich freuen, der dort zu tun, dass sie vielleicht mit die gewarnt worden, dass der Amte haben oder was immer. Aber das ist gut, wenn wir das tun, und ich glaube, das ist auch gut, wie als Christen, dass wir das nur folgen tun, was uns gesagt worden ist, was wir sollen tun, um ein gutes Vorbild zu sein zu anderen. Und wir wollen auch bei uns dort proben, fertig zu so viel als wir können, was möglich ist in uns. Und so, da wird gefragt, dass jeder einer vielleicht seine eine Loren mitbringt, der meist mitbringt von Tüß, wenn die kann, und wenn die für uns eine Ursache nicht kann, die eine mitbringen, wir haben hier auch die zu haben, da am Dashboard dann sein, so wenn die nicht, vielleicht nicht kann, die eine Zeit mehr oder was immer, wir wollen, dass die wegen Hand, die Reithand für seine Stadt über. Wenn die kann, der von Tüß mitbringen, dann würde gut sein, wir wollen das viel rechnen, wenn die leiden. So, Dankeschön. Für uns helfen, dort zu unterstützen und mit uns taub dort proben, so gut als wir können, dort tun, dort fertig zu werden. Und von der Samarias war mir freut, dass wir wieder in diesen Brief nehmen, was wir angefangen haben, dass wir gehört haben vorher, dass wir in den Galaterbrief wollen durchgehen. Mir freut, dass wir gesehen von Bruder Piet, was er mitteilen hat, was wir hier in von der ersten Part, der erste 10 Versen in das erste Kapitel, was Paulus geschrieben hat zu den Galater, und dass wir zu hören, wo wichtig das Evangelium ist und wo nötig das ist, dass das wahre Evangelium gepredigt wird und so weiter. Mir wissen wir wirklich, dass das immer war von Fraschen wichtig zu hören, wo uns Paulus dort nehmen wird. Und besonders, wenn wir gucken, dann Vers 9, Vers 10, würde er sagen, dass wenn eins ein anderer kleiden und wer das erst eins ein anderer Evangelium predigen, das ist dort, was er predigen, von das eins, was anderes, als sogar ein Engel, wenn ein Engel kommen würde, und würden an das Evangelium predigen, dass die können in ihrem Fluch sein, das sind sehr stark gewählt, was er sagen wird. Und dann der nächste Fall sagt er noch, holt das nach wahr. Ich sage das einmal und sagt dann, ich sage das noch einmal. So, wenn die Bibel wird holen, ich glaube, dann ist ihr Sache, du wirklich nur zu horchen. Amen. Die Bibel, der nochmal, sogar Jesus, der nochmal, der hat sich holen. Wenn er was gesagt hat, dann sagt er, der noch einmal holen. So, das meint so viel zu sein, das ist wirklich wichtig. Das ist sehr wichtig. Und auch das, von wo das Evangelium kommt, wer hat das Evangelium geschickt? Das sind nicht Menschen, aber das hat Gott. Und hat Jesus selbst das geopenbart. Das ist wirklich wichtig zu hören. Und ich habe den Thema gewählt von der Sonntag Paulus berufen, das wahre Evangelium zu predigen. Nur Galater 1, Vers 15, das nehme ich als das zu bestätigen. Da sagt er, der ich seine Gnade, also Jesus, der seine Gnade zu was Besonderes berufen hat, euer ich geboren wird. So heißt es, er hat an was Besonderes, das wird was Besonderes, das wird nicht bloß in was Einfachheit, was er am zu berufen hat, aber das wird was Besonderes, sagt er. Und wir wollen noch ein bisschen mehr davon hören mit Lothar, aber er hat einmal berufen, euer ich geboren wird. So, die erste Versen hier, Vers 11 und 12, da sagt es, Vers 11 sagt es, das soll je weiten, Brüder, dass ich predigt, nicht von Menschen kommt. So er sagt, hier möchte ich klar sagen, das, was ich predigen, das kommt gleich von Menschen. Weil die Menschen haben allerhand Dinge, was sie vertellen, was sie sagen, und was sie andere Rot geben, was sie sagen und so weiter. Aber das ist einmal nicht ganz die Wahrheit. Das ist nicht so wichtig. Und er sagt, was ich predigen, das kommt nicht von Menschen. Er sagt, dort habe ich von keinem Menschen gekriegt und dort habe ich auch
von keinem gelehrt. So kein Mensch hat ihm das gelehrt. Er hat eine Schule gehabt, wo er eine Schule gegangen hat, wo er viel gelehrt hat. Aber das Evangelium, das hat er nicht von Menschen gelehrt. Er sagt, das hat er von keinem gelehrt. Jesus Christus hat mir das selbst geopenbart. So das ist gut zu hören, dass Jesus hat ihm das geopenbart. Und wir weten von was da passiert in Paulus sein Leben vorher, vor das, was er das Evangelium geopenbart kriegt, was er dann für ein Mensch war, wo er die Kirchen so sehr stark verfallen und so wieder. Und ich will von der Bruder Piet, der viel Sonntag ein bisschen von der Apostelgeschichte, das 9. Kapitel mitteilen, und ich will auch vielleicht noch was von da wiedergehen, weil ich glaube, der Posten sehr taub mit diesem Galaterbrief, der Anfang, besonders von Paulus sein Leben. Und da müssen wir erst kicken, nur Apostelgeschichte 9, dort beweist dort Krieg, wo sich das angenommen hat. So dort stimmt Krieg mit Paulus seine Bekehrung und was da passieren in seinem Leben. So ich war von der jetzt auch Hand 3 von Galater, nur Apostelgeschichte Hand 3 gehen willst, dort stimmt sehr taub. So, ein anderes Leben, was mir sehr wichtig ist, aus der Apostelgeschichte 9, wo das von reden, wo Petrus, wo Paulus sich begegnet mit Jesus hier ist, wo er sich zu sein kriegt, wer er wird und in wem er schaffen wird. Und das haben wir abhalten dort hier ist, Vers 5. Früher soll, Herr, wer bist du? So habe ich sich gleich bekannt mit Jesus. Er weiß nicht, was hier passiert wird. Als er am Frauen, wer bist du? Und der Herr sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Die wird das schwor worden, je in die Stachel schlun. So ein anderer wie gesagt hat, am wird das schwor sein, man hat je in Arm wird gehen. Da wird immer je in Stand sein, von Arm. Und das wird am schwor gehen. So das hier die Fähigkeit in der Huckel. Aber eines, was mir auffällt, ist, was hier dann nur dort Frauen hat. Hier in Apostelgeschichte 9, Vers 6, auf der plottische Übersetzung für einzelne User kann der erste Part von dieser Vers nicht nennen gesagt, was die meiste Bibel in Bern haben. Und dort, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dort zu merken, was hier hat. Als Jesus sich ist offenbaren, dass hier zu Paulus, und das heißt, sich selbst zu sein kriegt, dann sieht Paulus es das. Und er spricht, ich war das in der Martin Luther Übersetzung, Hochdeutsche, sagt er, und ich sprach, Satan, und sagt, Herr, was weißt du, dass ich soll tun? Er stellt Jesus hier eine Frau. Und ich glaube, das soll in jeder Christ, wenn er zu der Bekehrung kommt, wenn er zum Glauben kommt, die erste Frau, die ganz wichtigste Frau ist, glaube ich, dann, was ein Christ dann soll fragen, ist, was wirst du wollen haben, was ich soll tun? Und das ist, was Paulus hier fragen tut. Er fragt Jesus, was weißt du haben, was ich soll tun? Und er hat Satan, mit Angst, er wird hier flotrig. Er wird hier was überfallen, dass wir nicht was gewonnen wird, was er bekannt mit wir, was er wisst. So er zittert und fragt, was weißt du, dass ich soll tun? Und wenn wir übergehen, Apostelgeschichte 22, da ist diese Frau, das ist angegeben, da ist dieselbe Geschichte auch, da ist da vielleicht ziemlich verschieden ausgelegt über dieselbe Meinung. Da sagt die Apostelgeschichte 22, Vers 10, das ist plottig, ist das auch nennen gesagt worden. Da hat Frauen, was weißt du, was ich soll tun? Und hier nur, was hier passieren wird, Paulus wird nur die Eid geschlagen worden, durch das Licht, was andere passieren wird. Er wird abgeirrt, als er gefragt hat, was weißt du, was ich soll tun? Dann sagt Jesus zu ihm, nu steh ab und geh in die Stadt nehmen. So er wird die hören, er wird nicht im Stehen, er legt da abgeirrt. Er sagt, nu steh ab und geh in die Stadt nehmen, und die wird gesagt worden, was du tun sollst. So hier gibt Jesus ihm noch gleich die klare Antwort, was er will von ihm haben. Er sagt nochmal, er soll abstehen, in die Stadt gehen, da wird ihm das gesagt worden, was er tun soll. So ein sehr wichtiger Anfang hier von Paulus in der Zeit. Jesus sagt, er wird anwesend. Von Jesus wird er hier. Und das wird er sein, dass das Evangelium, was er gekriegt hat, das hat er nicht von Menschen gekriegt und nicht von der gelehrt. Und Paulus, hier nur, da war vielleicht eine große Gruppe mit einem Top gewesen, ich weiß nicht, wie viel, der Schrift sagt das nicht, aber wie viel sollte werden, aber da sagte der Mann, der mit Amreisen stünden und hat nichts zu sagen. Sie hörten eine Stimme über Sarentheim. Ich kann dir vorstellen, was hier noch passiert sein worden. Hier ist die Gruppe Menschen und hier ist alles dann das klare Licht, was da raufkommt vom Himmel und Jesus, der verteilt da. Und er sagt, das sind die Hirten,
Die sagen nicht über die Hirten, die sterben auch. Die wird mit am Reisen leiden. Und dann stund Paulus ab, sagt dort in Vers 8, er stund ab von der Erde. Aber als er die Erde aufmüht, kann er nicht sein. So er wird blind. Aber hier hat er noch einmal sein, er kann sich wählen, wo er gehen will, wo er will und so weiter. Nur auf einmal hat Jesus ihm hier plötzlich abgehauen. Und hat ihm sogar blind gemerkt, dass er nicht wieder wird sein kann. Er kann sich nicht mal selbst halten, er weiß nicht, wo er gehen. Jesus hat gesagt, dass er in der Stadt gehen, aber er kann gleich, weil er wird blind. Er wird blind geschlagen. Dann stund Saul ab, also hier ist er noch Saul, der seinen Namen Luther verändern, hier ist er noch Saul von Tarsus. So hier heute noch so dort, sagt er, dann stund Saul ab von der Erde, aber als er die Erde aufmüht, kann er nicht sein. Sei über Pfotenarm und Hand und Leidenarm in Damaskus nennen. So er muss sich leiden von dem, was er mit Arm zu reisen leiden. Sehr interessant. Er muss sich ganz abhängig von anderen Menschen sogar. Dass er am Leiden in der Stadt nennen. Und er sagt, er kann für 3 Tage nicht sein. Und er isst nicht und er trinkt nicht. So 3 Tage wird er hier vielleicht fasten und beten zu Gott. Und dann sagt er in Vers 10, in Damaskus wie in Gewässer Jünger, der heißt Hananias, zu dem sieht der Herr in einer Vision, so hat er eine Vision, Hananias, und er sagt, Herr, hier sehe ich. Das ist probiert, was wir hier machen, was er hier sagen wird. Herr, hier sehe ich, sagt das Hananias, als Jesus am Roten in seinen Vision, und vielleicht im Traum oder was immer. Er wird 3 zu gehen, er sagt, hier sehe ich. Von dessen Hananias lesen wir nicht sehr viel in der Schrift, was hier von dessen beschrieben ist. Das sagt bloß, hier wird ein Gewässer Jünger. Dessen Mann will Jesus brücken, tam der Arbeit, tam Arm vorbereiten zu seiner Arbeit, zu Paulus seine Arbeit. So er braucht Hananias, tam Arm helfen. Wir wissen, Gott würde sagen, Gott soll es han können, wenn er will den was er zu sein bringen, er würde Gott han können. Aber er will hier in anderen auch noch helfen, was er soll. Er will haben, was er auch soll helfen, dessen was zu bringen, was Jesus von ihm will. Das sage ich von dessen nicht sehr viel von denen, weil er sagt, das ist ein von seinen Jüngern, sagt ein Gewässer Jünger. Und die Menschen, die werden sich sehr bekannt mit dessen, der umgehen, wo das wohnt, die Menschen werden sich sehr bekannt mit denen, dass wir den Gottesfurchter Mann in Apostelgeschichte 22, Vers 12 sagt, dass wir Hananias nun gesagt, in Gottesfurchter Mann von den alle Juden, die dort wohnen, Gott sehen. So, der hat ein gutes Testimony von ihm zu sein, dass wir den Gott meiner Mann, ein Gottesfurchter Mann, nun gesagt nur. So, das wird da, was Jesus roten da tam gehen in den Hänge ableihen. Und wir lesen, in der Bibel lesen wir von 3 verschiedenen Männer, die Hananias heiten down. Und das sind alles verschiedene. Von dessen ist bis auf eine Stelle geschrieben. Aber das sind noch ein paar andere, was wir von lesen down. Ein von denen ist, wo wir von lesen down in Apostelgeschichte 5, von Hananias mit seiner Frau Sapphira, wo da zu der Zeit wo Lohnverkäufen leiden und sie wollen das geben. Da wird eine Klage angestellt von Petrus und der Jünger, dass die wurden eine Klage abklagten und dann soll eine Arme gebracht werden und so weiter. Und Hananias und Sapphira wollen auch. Sie sehen, sie haben ein bisschen Lohn verkauft und für eine Wäsche zusammen Geld sehen sie, haben sie das verkauft und das geben sie alle dort hin. Und der Heilige Geist gibt Petrus eine Ansicht, dass sie das dann legen, das ist nicht die Wahrheit. Und da kam plötzlich der Tod durch. Wenn sie Gott verlegen. So, das wird ein anderer Hananias, so das wir nicht deshalb kommt der Tod durch, sei plötzlich, die Geschichte aus der Apostelgeschichte 5. Und dann wird noch ein Hananias, das wird ein Hochpriester, von dem lesen wir in Apostelgeschichte 23. Eine Zeit, wo Paulus muss vor dem Rat kommen, also vor dem Council kommen, und da wird das Arbeit an, das wird ein Hochpriester, und das sind nun wieder Hananias. So, und dort wird auch nicht deshalb. So, dann das Hananias, was Jesus hier roten hat, tam hier helfen, tam hier mit ansehen. Und dort wird es sich sagen, dass von dessen ist nicht viel geschrieben, nicht vorher und nicht nur her.
Aber er wird Gott angesehen von den Juden. Und er wird ein Jünger, sagt dort. Er sagt, hier in Damaskus, in Vers 10 steht dort, in Damaskus wie ein gewisser Jünger, der heißt Hananias. Und der Herr sagt zu ihm, steh ab, in seiner Vision, steh ab und geh ab der großen ab der Gelegenheit. Eine Frau in Judas sein Haus, wo Saul von Tarsus ist. Und sei mal, dann hier in Kammer, hier der sagt, sei mal, der Bet. Er gibt ihm hier klare Instructions. Er gibt ihm die Adresse und alles, wo er dessen Saul wird finden. Er wird ab der Gasse, er gibt ihm den Street Name und auch das Haus, wer da wohnt, das wird Judas sein Haus. Und er sagt, du wirst in der Fing und der wird beten. Der ist im Gebet. Sehr interessant, wir haben eine ganz klar gewesen worden, wo er den wird finden und wo er den wird finden, wo er den wird antreffen. Aber er hat Saul da auch eine Vision gegeben, dass er ein gewisser Mann kommt, der wird am Uhr und der Hängerbleine wird er sein kann. Er sagt in Vers 12, er hat eine Vision gesehen, dass ein Mann Hananias bei ihm nennt und ihm der Hängerbleicht, dass er sein Sein war kriegt. Und wenn wir hier betrachten, dann hier betecken, hier auf einmal dann kriegt, kam Hananias zu der Ansicht, wer das wir, in wem er soll gehen, so er wird sich ähnlich durch Hand gehen. Als Jesus an der sagen, dass wir Saul von Tarsus, wo er soll hingehen, der hängen bleiben, dann wird er sich durch Hand gehen. Guckt mal, was er hier sagen wird, in Vers 13. Dann sagt Hananias, Herr, ich habe viel von diesen Mann reden hier. Wo viel Schulden die Helden in Jerusalem zugesagt haben. Und er hat hier Vollmacht von der hohen Priester all die festgenommen, die Namen anruften. Wir hier in Feser noch von was diese Woche hat einen Brief gekriegt von der Lehrerschaft, von der hohen Priester, einen Brief gekriegt, dass er die Freiheit gehen, oder die Freiheit hat gehen und die Christen festnehmen, die er wird begegnen ab seinem Weg. So der hat Freiheit und Unterstützung von den hohen Priestern, von der Fürsten in Jerusalem. So, und das wird Hananias hier zu Jesus sagen, der sagt, ich kann hier von dessen. Der hat viel Schulden in der Gemeinde getan. Und ich wundere, es hat vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt, dass der wird vielleicht auch festnehmen und an Jerusalem schicken und Leuten in der Anstalten. Ich weiß nicht, das sage ich nicht, aber er wird sich hier. Ein klein bisschen. Aber der Herr sagt nicht, na ja, dann ist es gut, wenn du nicht weißt, gehen, aber ich beim anderen sehe. Er sagt nicht so dort. Er sagt in Vers 15, aber der Herr sagt zu ihm, hör mal, er sagt, go. Er sagt, wenn was go. Weil ich habe als Handlanger, oder wir können sagen, ein Halper, gewählt, mein Namen für die Felder Königs in die Kinder Israel zu bringen. Er sagt, Hananias, das habe ich gewählt zu das. So er ist ein ausgebildeter Familie, ein Halper zu sein, mein Namen bekannt zu geben, zu verspreiten. Und dann sagt er hier, will ich wel anweisen, wofür er bei mein Namen leiden muss. So hier will Jesus anweisen, dass er wird viel leiden muss, wenn sie Namen solven. Erstlich lesen wir von wofür er verfolgt hat, wofür Christen er verfolgt hat, sei er schworen, Titel gegeben und so weiter. Und nu sagt er hier, dass ich will anweisen, wofür er nu wird leiden muss, für mein Namen solven. Das ist den Apostel Paulus sein Anfang in das Evangelium zu predigen. Das ist, was da passieren wird in seiner Zeit, in der Anfangs von seiner Zeit von das Evangelium predigen. So, Hananias, der mögt sich dann ab, der wird dann reit, mögt sich ab und ging. Nur das ist Hananias, dann sagt er, Hananias gab sich ab den Weg durchhin und ging durch im Haus hin und lädt Saul den Hang ab und sagt, Bruder Saul. So hier nannte er einmal Bruder. Er sagt, Bruder Saul, der Herr Jesus, der die ab dem Weg hierhin begehen, hat mir geschickt, dass du war so sein können. So er hat eine gute Nachricht für ihn. Er sagt, der hat mir geschickt, Jesus hat mir geschickt, die Hand abzuleihen, dass du war so sein können. Und mit den Heiligen Geist gefällt sein. So sehr gute Nachricht hier. Also du wirst für sein können und du wirst mit den Heiligen Geist gefällt sein. Das ist, was Jesus verlangt von dir. Das ist die Nachricht, was Ananias gekriegt hat, was er soll geben.
Und dann sagt er in Vers 18, ein Fuß fällt so was aus Scheiben von Saul seine Augen, und er kann was sein. So, seine Augen sind vielleicht betroffen, was er aber immer als wie mit so, aber er sagt, dann fällt so was aus Scheiben von seinen Augen, und er kann was sein. Und was er nur tut, als das ist passiert, das heißt, er Ansicht kam, er was sein können, dann sagt er, und er stand ab und leitet sich deuten. Er wird gehorsam, er wird hinter Glauben gekommen, und er hat das nächste, was er verlangt, als von einer Person, die zum Glauben kommt, dass er sich deuten. Das ist was Paulus hier auch tut. Er stand ab und leitet sich deuten. Das sagt hier nicht, wer am gedeiht hat, aber ich nehme an, dass es vielleicht Ruth Ananias, was am hier gedeiht hat. So, dass er viele Christen verfolgen. Nu ist ihm gesagt worden, dass er wird viel Leiden machen für ihn. Das ist sehr interessant, dass nu, als er als der Willen sich am Weg zu geben, für Jesus zu schaffen, den er erst verfolgt hat. Er sagt in Galater 1, wenn wir trägen in Galater, das erste Kapitel, Vers 13, sagt er, die haben von mein Leben im Judentum gehört, wo schrecklich ich Gott seine Gemeinde verfolgt und probt er nichts zu merken. Das ist, was sein Ziel war. Er sagt, er hat schrecklich verfolgt. Nicht nur bis ein bisschen, aber ich hatte nur. Mir ist das Wort einmal nur ablegen, von das Reden von schrecklich. Meine Eltern sind nicht einmal, wenn wir das Wort brauchen, sehen, das Wort nochmal schrecklich sein in der Hall. Das soll wir nicht lächerlich nehmen, bloß eins, wo die hier nicht alle wegen bei. Aber das hier sieht mir hier so, das ist wirklich sehr gewasst. Er sagt, check mal, wo schrecklich Gott seine Gemeinde verfolgt und probt nichts zu merken. Das ist, was sein Ziel war. Das sind nie ein Glauben, was die Christen angenommen haben, was sie angefangen haben, das will er nicht merken. Das will er abbringen. Und das kann ich, was Hananias hier zu Jesus sagt, ich habe von dessen gehört. Das ist eine Verteidigung weit und breit Raum. Menschen werden bekannt mit ihm. Wenn auch nicht persönlich, aber sie haben gehört von dessen. Wenn groß aus Ananias ist, von Gott hören, dass er soll dessen gehen, der hängen bleiben, er sagt, ich habe von dessen gehört. Und er wird sich kein Bett von, den der hängen ableihen. Er sagt, Vers 14, ich ging im Judentum wieder als alle anderen in meiner Zeit. So streng ich mich an, mein Fuß Gesetz zu halten. Ich habe hier und er sagt, ich streng mich nicht an, Gott seine Geboten oder seine Gesetzen, was er will haben von ihm, die zu halten. Er sagt, no, er strengt sich an, seine Fuß Gesetz zu halten. Das, was sein Ziel wird, was immer seine Verväter, seine Fuß Gesetz gewasst werden, das, was er braucht zu halten. Und das hat er für eine, ich weiß nicht für wie viele Jahre, wenn er gekommen ist, wo er angefangen hat mit das zu tun, aber er ging in der Schule und er hat die Gesetze, die Geboten, das sehr klar gelehrt. So er hat gesagt, was das werden, was von den Geboten das werden, was sie sollen halten, gerechtfertigt zu sein wie Gott. Und ich glaube, als er hier zu der Ansicht kann, um ihn verstehen, wird er vielleicht so wie 30 Jahre alt. So durch für 30 Jahre hat er so viel Zeit versäumt, hat er nichts für Gott getan in der Wirklichkeit. Und er dachte, er das für Gott. So da hat er viel Zeit versäumt, gegen Gott zu schaffen, nicht mit Gott. So als ich das studieren, dann fange ich von einfach an, da wird vielleicht so wie auch, und finde ich mit eindeutig, das Fashion so alt gewesen sein, als das passieren in seinem Leben. Aber ich finde das interessant, einmal Menschen, die erleben wieder, sie verlangen dann, was immer sie wollen, und wenn sie sogar vielleicht noch weiter, das ist gegen Gott, aber sie wählen sich, wenn sie dort zu leben, und Gott lässt den Tag. Und hier hat Gott am Tag gelassen. Da wird eine große Verfolgung in Jerusalem. Und Paulus hat eine große Porte an. Und Gott, der leitet den Tag. Gott hier, das wird durch, nu wird das durch, was er getan hat. Nu hat er einen ganz anderen Sinn für ihn zu tun. Wenn jetzt das nächste Vers hier, will ich mir, wo es geschrieben dass Gott ihn berufen hat, für was sehr besonders. Vers 15, über aus dem, also Jesus, der mich durch seine Gnade zu was Besonderes berufen hat, euer geboren wird. So euer geboren wird, hat er all diese Arbeit für ihn. Das wird nicht mit der Zeit, das heißt, sich dann arbeiten, das einzige Mal, die Bibel sagt noch, dass wer mit Kindern gehorsam ist und aufrichtig mit umgehen, der wird mehr gegeben worden zu tun.
Aber Paulus, der hat sich das gleich den Weich, dass er sich dort geschafft hat, er hat so viel Gutes getan für Gott, dass Gott nie sagt, okay, nu habe ich noch was Besonderes für dich zu tun. No, er sagt, er hat einmal berufen, er hat geboren wir. Aber er hat ein lang, ganz anderes Leben, als Gott für ihn will haben. Und wir haben noch mehr, was in der Bibel von reden, dass wir von Jeremia, der Prophet Jeremia, da sagt er auch, dass Gott hat ihn berufen, er hat geboren wird, hat er einmal berufen, ein Prophet zu sein. In Jeremia 1, Vers 4 sagt er, all euer echt die, was in die Mutter erlebt seinen Leid, hat ich mir die gewählt, all euer du geboren wirst, hat ich einen besonderen Plan für die. Er sagt, das ist wieder ein besonderer Plan, was er hier für diesen Prophet Jeremia hat. Dann all will ich haben, dass du wegen der Felder prophezieren sollst. So, das wird die Arbeit, was er hat für Jeremia. Und kriegst du das mit uns auch. Ich glaube wirklich, Gott hat einen Plan für uns, vielleicht auch euer wie geboren wird. Er wisst auch gleich, was er von jedem einen von uns will haben. Er hat einen besonderen Plan für die und für mich. Für jedem einen. All euer wie geboren wird, dann wisst ihr auch gleich, was ich das dran nehmen mit uns in uns Leben. Er hat einen Plan für jedem einen von uns. Und da sind verschiedene Arbeiten, verschiedene Gaben. Das ist hier, das wird ein Prophet, was Jeremia, wem er will brauchen, als eine Arbeit für ihn, dass wir als ein Prophet sein. Aber für Saul hat er sein Wort zu verkündigen. Jesus bekannt zu merken, man gefällt ja. Das ist, was seine Arbeit wird. Was deine Arbeit ist, für den Herrn, weiß ich nicht. Aber vielleicht wird Gott sich irgendwann ein Stück offenbaren, auf einmal zu uns, wenn wir nicht in der Wirklichkeit auf den Weg gehen, was er will haben. Das ist, was er zu Saul tut. So er sagt, er hat ihm gewählt, er geboren wir. Das ihm das gefallen tut, mir seinen Sehen zu offenbaren, dass ich von ihm manchmal predigen soll. Ich kann nicht erst mit Menschen reden. So, das hier sich hier so, er sagt hier, als das erst passiert wird, als wir das hier offenbart wird, ich kann nicht erst mit Menschen reden. Einmal sagen wir vielleicht auch ein bisschen, wenn uns was gewesen worden ist, oder was immer, wir haben vielleicht eine Vision gesehen, oder haben was gelesen, dann weiß wir nicht, ist das wirklich wahr oder nicht. Dann fallen wir vielleicht mal, ich soll vielleicht mal gehen mit einem gewissen Menschen reden, denen vertrauen, was ich gesehen habe, oder gehört habe, oder gelesen habe, ich will vielleicht von Menschen eine Unterstützung haben. Ich weiß mir das einmal so, das lege ich von unter hier und verteile ich das und sage, was lässt du, was soll ich tun? Und er sagt, er hat das nicht getan. Als er das erst zu sein gekriegt hat, sagt er, ich kann nicht erst mit Menschen reden. Er verlässt sich ganz auf Gott. Gott sagt, er will sich am offenbaren. Und das, wo er sich abverloren hat. Er will sich wiesen, was er von ihm will tun. Das er ihm fragen wird, was sie haben, was ich soll tun. So er sagt, ich will die wiesen. Und wir hier noch nicht, dass er ihm das alle täglich offenbaren hat. Aber ich glaube, ein Staub auf einmal, dass er sich offenbaren zu ihm, was er von ihm will. Und er sagt auch in Vers 17, ich gehe nicht nur Jerusalem, nur die, der all euer Apostel wären als ich. So er wisst, du wirst noch, die wären euer Apostel, ja was das heißt. Aber er geht auch nicht nur die. Ich gehe nur Arabien. In Chaim war er nur Damaskus. So das, wo er hinging. Ich glaube ganz nahe, dass er voll gelehrt von den Heiligen Jesus, er soll nur Arabien gehen, nicht nur Jerusalem gehen. In der Zeit, als das passieren, das fühlt nur dort, als er sich da versiemt doch recht viel Zeit mit was er soll tun. Das sagt in Apostelgeschichte 9, da ein paar Versen, sagt, dass er fängt kurz an, in ihrer Schulen zu predigen, dass Jesus Christus Gott sehen wir. So das, was er kurz tut. Kriegt das jeden Teil, was er erst probiert, zu nichts zu merken, das, was er nicht predigen. Er sagt, ich fange kurz an, in ihrer Schulen zu predigen, dass Jesus Christus Gott sehen wir. Und dann sagt er, und alle, die am Hirten, wunderten sich in Frühen. Ist das nicht der in Jerusalem anbracht, in dessen Namen anraubten? Und ist das nicht der, was der Herr gekommen wird, die festzunehmen, die an den Namen leben deuten? Und an der Tränen der hohen Priester zu bringen? Sie freuen sich, ist das nicht gleich da? Nu kommt hier Gott sein Wort predigen. Und sie freuen sich in der Kirche, in der Schule. Ist das nicht gleich der, was die ist, jeden ans wir? Dann sagt er über Saul war stärker
en sterker. Ik geloof vielleicht im Glauben, in der Ansicht, was er soll tun, und auch körperlich, weil er wird, hat er nicht gegeten, und er hat wird blind gewesen, und er sagt, dass Saul wird stärker und predigt so klar zu den Juden in Damaskus, dass Jesus der Christus ist. Das war in die Predigen leid. Klar und deutlich. Dass sie nicht jeden Arm stehen können. So klar, so viel Ansicht kriegt er von Jesus, dass er kann, so war ich predigen, dass der können nicht jeden Arm stehen, der können etwas hören, der können sagen, das ist die Wahrheit. Das ist nicht von Menschen, das kommt nicht ein Schwur von Menschen her. Das ist wirklich die Wahrheit. Der können nicht jeden Arm stehen, jeden destillieren, was er da lernen wird. So, das war er für eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie lange er hier was gepredigt hat, wird er nach Arabien gehen wird, aber er ging nach Arabien, und auch was er dort hat, ich probiere ein bisschen zu sehen sein, ich wundere, was er dort in Arabien getan hat, erreicht. Als das eins so beschrieben wird, was er dort hat. Als er da eine gewisse Menschen vielleicht auch gegen Leute lernen oder so wieder, aber das sage ich nicht von so was daher. Ich glaube wirklich, der hat da gemeinsam gehabt mit Jesus. Er hat eine Zeit gehabt, wo er sich lernen und lernen von Jesus selbst. Will sein, das ist falsch all sein, das hat er nicht von Menschen gekriegt. Und das hat mir keiner gelehrt. Jesus Christus hat mir das selbst geopenbart, sagt er. So, ich glaube, Jesus openbart sich das an, wieder und wieder und wieder. Dann sagt er in Galater 1, Vers 18, dann am 3 Jahr reiste ich nach Jerusalem. So 3 Jahre wieder, von dann, was das passieren, wo er zur Bekehrung kam, wo er das Licht zu sein kriegt, wo er sich selbst zu sein kriegt, dass er Jesus steht. 3 Jahre wieder, dann reiste er nach Jerusalem. So, das braucht 3 Jahre, wo er sich vielleicht von Jesus lernen. Und er sagt, dann reiste er nach Jerusalem, Petrus zu besiegen. Nicht von Petrus vorn gehen zu lernen. Er sagt, er will Petrus besiegen. Und er sagt dann, er wird 15 Jahre mit Arm taub. Und wenn wir lesen dann, was hier passieren wird, sogar die Jünger in Jerusalem, die hatten Angst für den Saul. Die hatten gar kein Verlangen, sich zu begegnen mit ihm. Die hatten Angst vor ihm. Trägt war in der Apostelgeschichte 9, Vers 26, sagt, dass als er nach Jerusalem kam, probierte er mit den Jüngern taub zu kommen, aber haben wir Angst vor ihm. Haben wir Angst vor ihm und glaubten nicht, dass er wirklich ein Jünger war. Das wird schwer zu glauben für ihn, dass das Saul, dass er so angedreht hat, sagt er, wir hatten Angst vor ihm. Aber da wird ein gewisser Mann, Barnabas, einer, was der Luther auch waren von hier, was da viel mit den Apostel Paul geschafft hat, gedient hat und so weiter. Da kam er mit an, in der Samarien an, sagt er über in Apostelgeschichte 9, Vers 27, über Barnabas nahm an und brachte an nur der Apostel und seht an, wo soll hier wees den Herrn gesegnen und mit ihm geredet hat, und wo er in Damaskus furchtlos in Jesus seinen Namen gepredigt hat. So hat er sozusagen Gott sein für ihn. Er ging sagen, ich weiß, was hier passiert ist mit diesem Mann. Er wusste arm. So hat er sozusagen Gott sein für ihn, dass er nicht Angst hat, dass er nicht wirklich ein Jünger geworden wäre. Dann sagt er wieder, dann ging er auch durch in Jerusalem, ganz dries Raum und predigt das Wort Gottes. In Jerusalem sogar. Dann sagt er, er hat dries predigen. Nicht mit Furcht, kein Zweifel. Ganz dries ging er da Raum und das predigen. Das wird nur 3 Jahre lauter. Ich dachte, das wird vielleicht so lange, als Jesus mit seinen Jüngern taub war, was er die Jünger lernen wird. 3 Jahre, was er lernen wird. So lange die das mit Apostel Paulus geschreit wird, haben gehen. Reit wird haben gehen predigen. So er sagt über Vers 19, über ich habe von anderen Aposteln kein gesehen, wie der Jakobus, den Herrn, sein Bruder. So mit der anderen hat er sich nicht mal bejahend, bis mit 2 Stück, mit Petrus und Jakobus hat er sich da bejahend. Und dann sagt er in Vers 20, und was ich hier für Gott schrieb, sind nicht Leers. Ihr hier will von wo ihr uns das nehmt, wo ihr das will wissen, dass das Evangelium, das wahre Evangelium wir, und dass das kein anderes Evangelium wir. Und hier sagt er, dass das, was ich geschrieben habe, sind nicht Leers.
die sollen nicht bedüren, was er geschrieben hat, dass dort leer ist. So, in diesem Brief haben wir ein paar Sätze gesehen, wo ihr uns das nehmen wird, und dass er will haben, dass wir das sollen weiten, dass die Galater das sollen antworten und weiten, dass das wieder das wahre Evangelium und dass das kein Evangelium wäre und dass das auch nicht leer ist für. Dann Luther sagt, dass dann reist nur Syrien und Cilicien wie Tarsus. Tarsus, wie vielleicht steht, wo er geboren wird, und da wo er dann hinreisen wird. Und das wird auch ganz dicht bei Galatien, ganz am Grenz tun. Das wird wie wo er dann hinkommt. Wir haben ganz Zeit haben, nur die Galater gehen und das Evangelium dort zu predigen. Wenn ihr in der Bibel merkt, wenn ihr eine Hand nach wenn ihr Zeit habt, was kicken, wo Tarsus wird, da wird ganz an der Kant von Galatien. Und dann sagt er, Vers 2, finde ich, in Christus sind die Gemeinden in Judäa, kannten wir danach nicht. So die Menschen, wo die Gemeinden wären, die kannten auch nicht. Die hatten bloß sagen, die hier, der an ihr verfolgt hat, predigt nur den Glauben, den er ihr hat prof zu verstehen. Das ist, was er nicht tut. Sie kannten ihn persönlich nicht, aber sie hatten die Hirn gekriegt, dass er es umgedreht, der was endlich verfolgt hat. Der ist zum Glauben gekommen, das umgedreht und der predigt nu das Wort Gottes, das Evangelium, das wahre Evangelium. So, das sind Gemeinden, die wir sagt in Judäa, die wir in Galiläa und Samaria und bei der Umgegend da. So, und Paulus sagt, dass er ist so froh, dass Gott dort am Wirt geachtet hat, das Wort zu offenbaren, dass diese Predigt zu tun, obwohl er auch ganz jeden Abend die Arbeit hat. Er sagt in 1. Timotheus 1, Vers 12, ich danke unseren Herrn Christus Jesus, der mir die Kraft gegeben hat, meine Arbeit zu tun. Ich danke ihm auch dafür, dass er mich Wert geachtet und angestellt hat, zu tun. So, ich glaube, was ich hier wirklich zu sein gekriegt, sie gedacht haben, mir würde ich einmal brauchen können. Einmal von Menschen, die hier, was der allerhand getan haben, was der je in Gott ist, von der einmal zum Glauben kommen, da sagen dann über, in der Wirklichkeit kann ich euch in die Kirche tun. Ich habe so viele verschiedene Dinge belebt in meinem Leben, ich sage nicht, wird. Mir würde Gott nicht in der Wirklichkeit nicht brauchen können. Und das ist, ich glaube, was Paulus mit gefallen hat, wo er sagt, er wird Gott dankbar, dass er am Wert achten hat. Diese Arbeit zu tun. Sagt er, Vers 13, wenn ich vorher auch ein rietender Verfolger und Lasterer wir, Gott überhaupt Mitleid mit mir, weil sie nicht wisst, was ich tue. So sage ich uns vielleicht auch einmal, wir tun Dinge, was wir tun, wir wissen wirklich nicht besser. Kriegst das Jesus sagt, zu Gott sagt, er soll dir vergeben, was arm und schiedsnell und dann sagt, die wissen nicht besser. Und Paulus sagt hier auch, dass ich habe das getan, weil ich weiß nicht besser. Weil ich danach nicht an Jesus glaubt. Dann hat er noch an Jesus geglaubt. Aber wie dankbar sind wir, dass Gott am Weg will brücken. So mir freut das, zu hören, wo das Apostel Paul, erst Saul genannt, nur Apostel Paul ist, dass Gott am Hof berufen, zu predigen, dass wir den seine Bücher, verschiedene Bücher in der in der Bibel haben, wo wir von lesen, wo das Evangelium predigen, der in der Traum alle Wegen, unfurcht, dreist und verteilt Menschen das Evangelium. Und ich glaube, so soll wir auch vorsichtig sein, was wir horchen tun, mit wem wir horchen tun, was für eine Lehrer wir horchen tun. Einmal können verschiedene Prediger hören über Radio, über Television oder wo immer. Da sind sehr viele Menschen, die beiden ihre Botschaften an. Und wenn er dann horchen tut, dass einer das vergleichen tut mit der Schrift, dann stimmt das nicht ganz. Ich glaube, wir sollen uns wirklich ganz bekannt werden mit dem Evangelium, was Paulus sagen wird, was ich predigen darf. Das ist die Wahrheit. Laut keinem eins von anderen predigen als dort willst, wenn der Wort, der ein Fluch sagt über dich. Das ist sehr wichtig, dass wir die Wahrheit, mit der Wahrheit bekannt werden, die Bibel studieren und checken, was sagt die Schrift, wenn es für uns was sagen, dann nicht jeden überholen mit der Schrift. Nicht jeden überholen mit was andere sagen. Nicht nur andere Menschen sagen, was lässt du von das? Das ist, was ich letztes Jahr kriege von den Gewissen.
Hij vertelt mir das arrogant. Was lässt du davon? No, wir haben eine Schrift gekeken, wir haben gesagt, was die Schrift sein das? Sein, was sagt Teufels, dort ist das Wort. Dort haben wir uns verloren. Gott sagt, er kann nicht legen. Was er hat gesagt, was soll betekent worden in der Schrift, dort ist das Wort Evangelium und dort ist die Wahrheit. Und ich sage Gott Dank, auch dass wir haben, so eine Deiner, was sich an Hand gegeben, wenn sie vorher auch sind, Rietende, was die in das Evangelium gepredigt haben, die sich dann zu sein gekriegt haben und kommen und predigen das Evangelium. Auch man kann sagen, wir haben viel so, was wir von hier und da, was das zum Glauben gekommen sind, was nu pünktlich und stark in der Arbeit sind für den Herrn. Gott sei Dank dafür. So, ich will uns alle rufen, wenn wir uns ganz Hand geben, wenn wir nicht vorher vielleicht auch nicht so gelebt haben, als wir haben sollten, aber uns Hand geben sagen, hier sehe ich, brauch mich, wenn du was für mich hast, brauch mich. Wir wollen uns dann dort tun. So, das ist so weit, als ich von der Samarias mich funk von das, eben von das Kapitel, so ich vertraue uns, als ein sehr ingewast, und ich glaube, wir haben viel Gaudet nach der kommenden anderen Kapiteln, was wir zu kommen haben. So, da wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für deiner, besonders deiner Apostel Paul, was du abholen jetzt hier ist, dass du am zu der Ansicht brauchst, dass er kann sich selbst sein, wo er wir und dass er ganz gegen die arbeiten leiden, dass er balance wir und don't was am das wird kosten, dass er balance wir nur für die zu arbeiten und das Wort Evangelium predigen und don't wo das wir, dass er dries wir und balance wir, wenn er auch jeden Stand hat auf verschiedene Städten, wo wir von lesen down und mal Wort von lesen, sogar eben in das Buch auch, wo das er deswegen nicht treu hält und er wird balance einmal weiter zu gehen, dort zu tun, wo du anberufen hast. Und Gott, wir wissen auch, dass du hast uns auch alle berufen, was zu tun. Und was immer das ist, ich bete, dass du uns das auch offenbaren, dass wir können sagen, jo Herr, ich sein Willens, das zu tun, was du für mich hast, dass wir nicht wollen, gehen ansehen, über Willens sein, uns zu unterscheiden von dir. Und wir wissen, dass du bist ein allweitender Gott, du hast uns alle bestimmt, wie geboren werden, wer wir sollen sein, wer wir werden und wo wir sollen sein, zu dieser Zeit, wo wir leben tun und was wir für die sollen tun. Ich bitte, dass du wirst klar, zu uns alle offenbaren und dass du uns wirst gehorsame Worte geben, dort zu tun und Balance zu sein, für die zu tun. Wir wissen, dass du was ein gaudet Lohn sein dafür. Und Herr, wir kicken vorwärts, nur was du uns hier wieder wirst wiesen, in das Buch hier, was wir durchgehen wollen, das Galaterbuch, das ist ein Galaterbrief. Ich bitte, dass du wirst uns Ansicht geben und Klarheit geben und dass wir das klar verstehen können, dass wir die Wahrheit wollen zu sein kriegen, was das wirklich ist, was du sein ist. Nicht bloß zu der Galater, aber auch zu uns von der und nach, wo wir leben. Ich danke dir, Herr, noch einmal für das und ich bitte, dass du wirst, wenn wir von hier gehen, von der Samaris, dass du uns wirst leiden und führen und dass du wirst den sehen, über uns schicken und uns gnädig sein, uns Frieden geben zu aller Zeit, in dieser Zeit, wo wir sind mit dem Virus, was wir erfahren tun, von der und nach, ich bitte, dass du uns alle beschützen dafür. Und help uns Part zu tun, dass wir gehorsam sind, zu tun, was wir zu tun haben, dass wir können helfen, dort fertig begehen, dass wir, wenn die, was das vielleicht haben, dass sie das nicht wieder verspreiten wollen, oder dass wir das wollen kriegen, dadurch, dass wir unvorsichtig umgehen tun. Ich danke dir, Herr, und ich bitte auch, dass du wirst, die, was du verloren tun, dass du einfach segnen, und auch wenn sie geben tun, dass du wirst der Gov segnen und verspreiten, und das brauchen wir nur, als du was haben, was soll gebraucht werden. In die Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.